Ilva und die geheimnisvolle blaue Pflanze. Es ist ein warmer Sommertag. Die ersten Sonnenstrahlen scheinen durch das Fenster von Ilvas Zimmer auf ihr Bett. Munter zieht sie sich ihren Bademantel an, huscht ins Bad, duscht und putzt sich die Zähne. Das muss sein, sonst schimpft Mutter wieder. Ilva überlegt kurz, was es wohl heute zu entdecken gibt. Jetzt aber erst einmal ab in die Küche, wo sich alle am Morgen treffen. Sie biegt um die Ecke und sieht, dass ihre Mutter bereits dort ist. Aber wo sind die anderen? Ihre beiden Brüder schlafen noch. Typisch. Immer sind Tamme und Finn zu spät. Ilva kann nicht verstehen, wie sie so lange schlafen können. Ihr Vater aber ist sonst immer da. Mutter Inge erzählt Ilva, ihr Vater sei schon zur Arbeit gegangen. Er und einige andere Elfen aus dem Wald bauen einen kleinen See, der vor dem nächsten Regen fertig sein soll. In ihm können sie dann im Sommer baden und im Winter Schlittschuh darauf laufen. Nun ist es an der Zeit, die Brüder zu wecken, denn ohne die beiden beginnen sie nicht mit dem Frühstück. Schnell läuft sie in das Zimmer, zieht ihnen wie jeden Morgen die Decken weg und legt sie vor die Tür. Nur so ist gesichert, dass sie aufstehen. Es funktioniert auch diesen Morgen wieder und ein wenig später essen alle gemeinsam Frühstück. Danach machen sie sich fröhlich auf den Weg in die Elfenschule. Heute erklärt die Lehrerin, welche Pflanzen im Sommer gesammelt werden und ob sie essbar sind. In Mathematik wird gerechnet. Dabei hilft oft ihr Bruder Finn, der, obwohl er schon 2 Jahre älter ist, mit ihr und anderen Kindern in einem Raum unterrichtet wird. So können sie voneinander lernen. Im Deutschunterricht darf sie eine kleine Geschichte vorlesen. Das kann Ilva sehr gut. Die Schulstunden vergehen schnell. Jetzt kommt die Tageszeit, die Ilva am meisten mag. Sie kann mit ihren Brüdern durch den Wald streifen und Abenteuer erleben. Ilva möchte unbedingt dorthin, wo der See gebaut wird. Aus der Ferne schon sieht sie ihren Vater, läuft freudig auf ihn zu und zack, stolpert sie über einen Ast und rollt in die Grube, wo der See entsteht. Die Erde rutscht nach und alle halten verschreckt den Atem an. Was ist mit Ilva geschehen? Hat sie sich verletzt? Kurze Zeit später entdeckt Tamme seine Schwester. Sie steckt völlig verschmutzt und laut fluchend in der Erde und versucht sich zu befreien, was nur mühselig vorangeht. Nach einiger Zeit krabbelt sie aber mit Hilfe ihres Vaters aus der Grube. Auweia, das gibt bestimmt gleich einige Erklärungen, denkt Ilva, weil sie wieder mal zu stürmisch und unachtsam gewesen ist. Jeder andere hätte den großen Ast wohl rechtzeitig gesehen. Auch muss jetzt einiges an Erde erneut aus der Grube geschaufelt werden. Mit leicht gesenktem Kopf schaut sie vorsichtig ihren Vater und dann ihre Brüder an. Die beiden aber können sich kaum noch das Lachen verkneifen. So lustig sieht Ilva aus, mit all der Erde in ihren Haaren, in den Ohren, im Gesicht und an der Kleidung. Ihr Vater und auch die anderen Elfen schimpfen nicht. Alle sind froh, dass Ilva nichts passiert ist. Weiter geht es jetzt, wenn auch ein wenig achtsamer, Richtung Wiese. Elfen sind sehr klein und so ist die Wiese ein toller Spielplatz. Zwischen den großen Grashalmen und Pflanzen gibt es immer etwas zu entdecken. Sie klettern auf die Blätter, die herrlich wippen, springen von einer Pflanze auf die nächste. Der Sommer ist einfach toll. Tame ruft nach Ilva, weil er sie nicht mehr sehen und hören kann. Wo ist sie schon wieder, denkt er. Ilva aber steht fasziniert vor einer großen Pflanze mit blauer Blüte und hört das Rufen nicht. So eine Pflanze hat sie hier noch nie gesehen. Sie klettert den langen Stiel hinauf, um sie genauer zu betrachten. Es gibt viele kleine Blütenblätter, die lustig nach oben wachsen. In der Mitte ist der Blütenkelch zu sehen. Oh, denkt Ilva, wie schön wäre es einmal in dieser Blume zu schlafen, die so gut duftet und sich langsam im Wind hin und her bewegt. Aber wie war der Name dieser Blume? Ilva überlegt, was sie in der Schule gelernt hat. Sie weiß, dass sie diese Blume gemalt hat und auch ihren Namen kennt, aber er fällt ihr nicht ein. Gerade als sie Tamme zu Hilfe rufen möchte, sieht sie, dass er unten an der Blume steht und nach ihr sucht. Sie winkt ihm zu und ruft laut: »Tamme, hier oben bin ich, hier auf der Blume und ich habe ihren Namen vergessen und was man mit ihr machen kann.« Tamme ist erleichtert, Ilva zu finden und klettert schnell hinauf.
Oben angekommen, setzen sie sich beide in den Kelch und Tamme erzählt Ilva einiges über die Blume. Es ist eine Kornblume. Ihre Blätter und Blüten sind essbar. Sie werden im Sommer gesammelt und in einem Netz getrocknet. Man kann daraus einen Brei herstellen, der den Schmerz lindert, wenn man sich zum Beispiel am Feuer verbrannt hat. Die hübschen blauen Blüten sehen auch toll aus, wenn sie auf einen Geburtstagskuchen als Dekoration gelegt werden. Tamme erzählt nur einige Dinge, wofür die Kornblume verwendet wird. Ilva kann sich sowieso nicht alles auf einmal merken. Langsam wird es kühler und so sammeln sie einige Blütenblätter ein und klettern nach unten. Dort sitzt Finn in der Sonne und träumt vor sich hin. Das macht er gerne, egal wo sie sind. Der Tag neigt sich dem Ende zu und so gehen sie nach Hause. Mutter freut sich über die Blütenblätter, als Ilva ihr schon aus der Ferne damit zuwinkt. Vater Ole ist schon im Haus und erzählt von Ilvas kleinem Unglück. Inge lacht nur. Sie kennt ihre stürmische, lebensfrohe Tochter, der immer wieder solch kleine Missgeschicke passieren. Vor dem Abendbrot wird geduscht. Ilva schaut zu, wie das Wasser in den Abfluss läuft. Auf dem Boden der Duschwanne ist ganz schön viel Sand zu sehen. Sie schwört sich, selbst in Zukunft besser auf sich aufzupassen. Das hätte auch böse ausgehen können. Jetzt aber schnell abtrocknen und Abendbrot essen. Sie ist gespannt, was Vater und Mutter am Tag erlebt haben. Danach geht es ins Bett. Oft ist es im Sommer lange hell. Damit Ilva besser einschlafen kann, zieht sie ihre Vorhänge zu. Dies sind 2 große Blätter einer Brennnesselpflanze, die ihre Mutter auf eine Schnur vor dem Fenster gebunden hat. Ilva hört kurz ihre Brüder auf dem Flur toben und den Vater etwas rufen. Danach ist Ruhe. Sie kuschelt sich in ihr Bett und freut sich auf den nächsten Tag. Endlich Ferien, denkt sie, und somit viel Zeit, um Abenteuer zu erleben. Sie hat schon eine Idee, was sie am nächsten Morgen macht. Mit diesen tollen Gedanken schläft sie glücklich und zufrieden ein. Wisst ihr vielleicht, was Ilva am nächsten Morgen vorhat? Nein? Dann hört euch gern die nächste Geschichte an.